Das Archiv des Bayerischen Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmte ein Kamerateam in ganz Bayern, auch in Berghofen, einem Ortsteil von Sonthofen im Allgäu. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Digitalisiert nehmen wir den Film nach 60 Jahren wieder mit nach Berghofen. Wer sind die Menschen, die auf dem Film zu sehen sind? Wie schaut es heute dort aus? Unsere erste Anlaufstelle ist Max Adolf, Berghofener in 3. Generation. Wir dachten, wir nehmen gleich die Begrüßung mit. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir haben schon gedacht, ihr findet uns heute. Im Hintergrund der Berghofer Sound. Das ist im Berghof, läuft immer irgendwo eine Maschine. Passt. Typischer Sound von Berghofen. Ja. Und wen haben Sie jetzt noch mitgebracht? Sie waren in dem Film sogar. Ja. Sie können sich erinnern an die Dreharbeiten. Da war wunderschön, so wie heute, ein wunderschöner Tag. Ich bin im ersten Schuljahr gewesen, habe vor dem Haus auf der Griffeltafel noch mit Hausaufgaben gemacht. Dann gehen wir doch dahin, wo Sie als Kind waren und da gelesen haben. Obwohl Franz Braxmeier damals erst 6 war, erinnert er sich ganz genau. Ja, da jetzt vor dem Auto, da haben wir ein Bänkchen rausgekehrt, das weiß ich heute noch. Es ist Wetter gewesen wie heute. Und Franz vor seinem Elternhaus, Januar 1957. mit der Griffeltafel noch, haben wir ja noch geschrieben, dort, die ersten 2 Jahre in der Schule. Und hat keine gerutscht dann. Es gibt glaube ich, keinen hochdeutschen Ausdruck für Grunzke. Es hat wie sagt man? Gekratzt. Und dann so geschrieben hat. Meine kleine Schwester ist dort 4 Jahre gewesen und eine kleine Nähmaschine hat sie da nicht. Ich wohne noch da und meine Schwester wohnt da oben. Aha, okay. Können Sie da sein? Ja, ich hoffe es. Kann schon sein, dass er da ist. Wahrscheinlich schon. Sophie! Grüß Gott. Grüß Gott, ja. Ja, wir haben gehört, Sie sind auf dem Film vom BR von 57. Mhm. Und gibt's denn noch? Mit einer kleinen Nähmaschine? Also ich kann mich an das irgendwie so im Hinterkopf erinnern als Kind, aber wie so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und ich würde den ganz gern sehen, den Film. Ja. Ich habe ihn dabei. Echt? Wirklich? Klasse, ja. Toll. Kommen Sie. Grüß dich, Hans. Hallo. Sind Sie die Tochter? Ja. Die Tochter auch davor. Sie halten das am besten so, dass Sie es gut sehen. Mhm. So. Ja, das ist ein Paar dahinter, gell? Das ist beim Ah ja, das ist ganz in Schule, oder? Das kommt Sinn, Ja, ja, genau, das sind Ja, Schüler, ja, klar, Schüler. die dann Schule ja, aufgeben. genau, das ist Schule. Nee, das sind die alten. Da ist die alte Brücke noch. Da, die Brücke, die hat einfach nachher die Läden weg, wenn Hochwasser war, dass die mit hat. Das war aber doch die Form, wo man zur Schule aufgeht. Ja, genau, Formwechsel. Ja, genau. Genau. Der Pausehof, das war eigentlich der Kirchbichel damals. Da ist Ball Genau. gesprungen. Wieso sind die erst um 9:15 in die Schule gegangen? Ja, fürs Fernsehen halt, da dreht man alles um. Also. Ja, das ist da. Es ist immer noch so frei da. Ja. Aber nicht verbaut, vielleicht irgendein paar Städel. Aber das sind keine Bauplätze. Oder? Na, Gott sei Dank. Ja, Der Gaudi da ist schon hockt mal- ihr. Das ist der Franz, oder? Ich habe mit der Griffeltafel und da sitzt der Nein, kleine. schau mal. Das ist ja gaudig. Mit einem Ernst habe ich das geschafft. Ey. So klein, gell? Auch so ernst bei der Arbeit sie ist es selten.
Na, da war man schon auch gespannt, die da waren vor dem Fernsehen, oder? Also ich kann mich an die Szene noch irgendwie erinnern, aber halt Ja, nicht mehr ganz genau. So, Da ist eben unsere Mutter gestorben gewesen und dann haben wir eine Tante als 1,5 Jahre als Ersatz. die ist halt gekommen und hat dem Vater geholfen. Woran ist die Mutter gestorben so früh? Brustkrebs. Krebs. Ja, das war nicht schön. Das ist schon hart gewesen. Mein Vater hat, glaube ich, 3 oder 4 Kühe gehabt und hat für den Krankenhausaufenthalt meiner Mutter und für die Krankheit eine Kuh weggeben müssen, weil sonst hätte er nicht, also womit hätte er sonst zahlen müssen können, oder? Mehr hat er ja nicht gehabt als die paar Kühe da und ja gut, und darum ist dann auch seine Schwester zu uns gezogen, so lange bis mein Vater wieder geheiratet hat. Die Berghofener waren keine Großbauern. Sie waren nicht reich, aber sie konnten sich gut versorgen. Zur Landwirtschaft kam im Winter die Holzarbeit. Das alte Drehmaterial hat sich erhalten, allerdings ohne Ton. Wer weiß, ob wir irgendetwas von dem verstanden hätten, was diese beiden sich erzählt haben. Das ist Josef. Der war Jahr und Tag in den Bergen als Sen. Und wenn es irgendwo geklemmt hat mit dem Käse, dass er irgendwie getrieben hat oder so, liegt halt oft an der Kultur und so, dann haben sie den geholt. Und der hat da irgendwie mit Kräutler gesammelt auf der Alp und hat das nachher wieder hingebracht, dass der wieder schön griff. Also dass der Käse verreist eigentlich, Ja. oder? Den habe ich als Kind als ganz wortkargen, so bärbeißigen Typen in Erinnerung. Maßig, Also der wenn ich den Kindern das auch war ja an- über den Bach bei uns und wenn da aus Versehen mal irgendein Ball rübergeflogen ist oder so und musstest dann übergehen, Ich weiß schon, da der hast hat dann immer eher Angst gehabt. Und wer sitzt links neben Josef Bader? Das ist der Altweg, Nein, das ist der Gräbernatzel. Ignaz Wiedemann und Gräbernatzel hat er gesagt. Man hat auch gesagt, der Klammgeist. Der Klammgeist, der hat in der Starzlach Klamm, da gibt es eine Hütte. Das ist heute noch eine große Touristenattraktion und da ist das viele Jahre der Wirt gewesen. Ja. Und da hat man gesagt, man geht zum Klammgeist. Auch der Klammgeist war eine Autorität, mit der nicht zu spaßen war. Aber das bayerische Fernsehen brachte ihn dazu, vor einem fremden Hof Schau zu laufen. Und das auch noch gleich mehrmals. Da muss er noch mal laufen. Ja, der kommt dann um. Das ist wunderbar, dass er das dann. Bis 1808 war Berghofen ein eigenständiges Dorf. Noch in den 50ern musste man nach Sonthofen 1 Kilometer über grüne Wiesen zurücklegen. Heute ist Berghofen ein Ortsteil von Sonthofen. Die Stadt wächst immer mehr heran. 1957 waren es rund 40 Höfe. Heute gibt es kaum mehr Landwirte. Viele Stadel wurden durch Wohnhäuser ersetzt. Die Einwohnerzahl hat sich verdoppelt. Aber das Dorf ist dadurch nicht unbedingt lebendiger geworden. Wir haben 2 Lebensmittelläden gehabt. Wir haben eine Sennerei gehabt. Wir haben 2 Bauern gehabt, die auch Schuster waren. Was waren die? Schuster. Und 2 Wagner. Man hat sich immer getroffen. Das ist natürlich jetzt weg. Jetzt kauft jeder irgendwo ein. Und selbst mir passiert es so, wenn ich also durchfahre mit dem Fahrrad, treffe ich mal eher jemand. Aber wenn ich im Normalzustand einkaufe mit dem Auto, ja, dann sehe ich halt jemand, aber reden oder so kann ich mit keinem. Und dann, das geht ja jedem so. Und dann erlischen so bestimmte Freundschaften. Auch die alte Dorfwirtschaft gibt es nicht mehr. Das Haus steht zwar noch, aber einkehren kann man hier nur noch, wenn man sich die Haare schneiden lassen will. Früher war es der Treffpunkt der Bommer, der Waldarbeiter. Im Winter parkten sie hier alle ihre Schlitten. Bezüglich ihres Getränks hatten sie eine ganz besondere Vorliebe.
Da in der Mitte, in der Dorfmitte, war praktisch Gasthof zur Sonne. Meine Oma und mein Opa, die haben den gehabt. Und Mama hat immer erzählt, die hat ja bedient. Ganz wichtig war einfach, dass man das Bier gestaucht hat. Man hat es also in ein warmes Wasser gestellt, weil die haben kein kaltes Bier mehr, weil sie so durchgefroren waren. Und Mama hat alle erzählt, da sind die eisigen Bär, die waren ja, je nachdem wie kalt es war, richtig mit Eis zackeln. Dann sind die so langsam aufgetaucht und ins Tropfen gekommen. Und so sind halt die da gekommen, das ist ganz klar. Die Berghofener haben sich einen neuen Treffpunkt eingerichtet, das Vereinsheim der gemütlichen Fluhensteiner. Zu ihnen gehört auch Mandy Schuhwerk, der direkte Nachfahre eines Bommers im Film. Jetzt kommen wir Bomber. Da bin ich gespannt, da müssen wir dabei sein, mein Großvater. Der Bons. Ist das? Ja, das ist schon. Dein Großvater? Das ist mein Großvater, ja. Ja, wahnsinnig. Ja, wahnsinnig. Ich habe ihn noch mal gekannt, weißt du? Da bin ich 3 Jahre gewesen, als er gestorben ist. Ich kenne das Bild. Aber das ist ja Wahnsinn, wenn die leben ja wieder, ne? Ja, so Wenn sie filmen, das ist ja. Schlitten habe ich noch. Den Schlitten hast du noch? Die haben noch nicht aufgehabt, die Reue, bei mir auch. Echt? Aber die kann man auch nicht mehr brauchen, weil sie halt einfach alt sind. Wurmstichig, aber die habe ich noch. Jetzt hast du die noch mal gesehen. Ja, Wahnsinn. Wunderbar. Das freut mich gerade. Ein Rätsel gibt es noch zu lösen. Wer sind die beiden Frauen, die neben dem alten Josef Bader, dem Sen, die Glocken läuten? Wer ist links? Kenn ich gar nicht. Das ist Annemarie. Das ist Annemarie. Ja, Riedel ist es und Nebelig ist es. Annemarie Wilhelm, die Enkeltochter von Josef Bader. Zusammen mit Mandy Schuhwerk wagen wir einen spontanen Besuch. Grüß dich, Annemarie. Wir haben dich gerade im Fernsehen gesehen. Jetzt wollte ich aber fragen, ob wir dir das zeigen dürfen. Wie im Fernsehen gesehen. Ja. Bayerische Fernsehen ist da. Hallo. Da hast du in der Kappel dabei gelitten Ja, mit der das Clara. stimmt, ja, und das mit- weiß ich. Das sind Sie? Ja. Wir haben den Film dabei. Und der das dir gerne zeigen jetzt. Ja. Wollen Sie sehen? Dürfen Sie reinkommen? Na klar. Das ist ja witzig. Ja, da habe ich oft dran gedacht, aber Ja, na, nein. damals hat man noch kein Video gehabt und sowas, ne? Ja, also Sie haben dran gedacht. Ja, schon oft. Ich habe es um meine Kinder und die Enkel erzählt und so. Also, das ist, Ach so, das schauen wir jetzt da der auf Film dem, ist eine Vollshow. auf dem Laptop an. Ach, da unser Hund. Das war unser Hund, ja. gut, Den gell? haben wir. Ach, und du. Ist das der Großvater? Da kommt er. Da kommt er, ja. Na, Opa. Da war er noch richtig, ja. Der war ganz gutmütig und der konnte auch narrisch sein, aber zu uns Kindern war der immer ganz lieb und nett. Ich bin dann zum Arbeiten gegangen, also im ersten Lehrjahr. Und hat immer gefragt, wie hast du es? Sind die auch Orderler zu dir? Fuchsen zu dir, weißt du? Dann sage ich, na, die sind schon alle nett. Ja, sonst komme ich. Er erklärt das. Und wenn ich dann mittags, sag mal, nicht so viel geredet habe, so, ich war eigentlich eher ruhiger Mensch, dann sagt er, Annele, bist du traurig? Dann sage ich, na, ist jetzt eine Lotte naht, ist am Krämer und hat 10 Tafeln Schokolade gekauft. Die hat er mir dann geschenkt, dass du wieder lachst. So nett war der. Ach Gott, Jucko. Jetzt war ich 14, 15, sowas, war ich in der Schule. Ach Gott. Cool, ha? Ja? Ist echt cool. Da war ich noch schlank, ha? Ja. Schon wieder her. Pferdeschwänzle, Mama, Opa. Wie im Rhythmus machen sie das. Ja, das ist klar gegangen, Das gell? muss schon ein Bild machen und vor allen Dingen, muss harmonisch klingen. Darum muss man da immer noch Takt. Genau, genau. Es war Ehrenamt, war das. Nicht bezahlt. Und Ihre Mutter hat es wie oft gemacht? Ich glaube 30 Jahre. Früh um 6, mittags um 12 und abends wieder um 6. Jeden Tag? Ja. Das ist ja schon ein Job. Ja, und immer den Buckel hoch. Da bleibt man fit. Und wenn die im Urlaub war oder halt irgendwie mal weg,
Dann mussten wir um Leuten in der Früh aufstanden vor der Schule, hoch und immer pünktlich. Aber ich freue mich riesig über das. Das ist eine Überraschung, Das oder? ist echt eine Überraschung. Toll. Normal schaut man Bilder an, aber da bewegt sich halt. Das ist wieder was Da anderes. lebt Da es leben eben, sie ne? noch, Ja, da gell? lebt es. Toll. Auch Gott. Könnt ihr immer wieder anschauen. Ja. Immer wieder. Eine Momentaufnahme, eingefangen auf Zelluloid. Nur der Ton fehlt. Aber die Glocken klingen immer noch wie früher, auch wenn sie nicht mehr per Hand geläutet werden. Wer weiß, wem sie in 60 Jahren den Abend einläuten.